Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus. Wir freuen auch mal hier von deze morgens te zijn. En besonders wat wir ans Ferien genomen hadden, das Pastor Piet ans mitteilen deed, Ferien sind auch all, dass wir haben uns vor der Ferien genomen en einig geworden, dass wir wollen durch den Buch gehen und das mal als das erste Thessalonica. So, das ist ein sehr interessantes Buch. Ich finde dat is interessant. Eines wat ik vond als ik hier met je even deed, over dat boek, ik merkte dat is niet zo schwer te verstaan. Einzige Brief en einzige Lehren, dat zijn einzige met schwer te begrijpen, te verstaan. En dat braucht met er nog zo studieren. En ik vind dit boek, dat zich er nog zo klaar zelfs erklären van wat hij reden dat. So hier, we willen dat merken, dat is leicht te verstaan. En dat is een zeer interessanter, leeftoeliger brief. Das Brief ist eine neue Kirche, eine neue Gemeinde, was da angefangen hat. Und das ist, wem Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und das hier sich so, dass das Brief ist vielleicht der erste Brief, was an die Gemeinde geschrieben ist worden. Der erste von der 13 Bücher, was Paulus geschrieben hat, was wir finden. So das ist ein von den ersten Briefen, so, was mir hier nicht, was das vielleicht erst war. Und das Brief ist geschrieben von Paulus und Silvanus und Timotheus. Die kamen bei Thessalonica in seiner zweiten Missionsreise, als wir sind nach hier in Leiden, und da hat er die Gelegenheit, hier bei Thessalonica zu predigen, das Evangelium zu predigen, zu der junge Gemeinde. Oder dann wird es noch recht, dass die Gemeinde, dann wird es bloß, ich weiß nicht, sie haben die Judenschulen, sie haben die Gelegenheit, das Evangelium zu predigen in ihre Judenschulen, wo sie Versammlungen haben, wo sie Taubkum deuten. Und das hieß sich so, sie haben eine sehr kalte Zeit gehabt, das Evangelium zu predigen, dass die Kirche hier die Gelegenheit hat, anzufangen. Er hat drei Sabbaten, wo Paulus die Gelegenheit hat, hier das Evangelium zu predigen. So dass wir eine sehr kalte Zeit hier diese Gemeinde anzufangen. Weil dat geht gestern lang mit einer Gruppe Menschen wären, dass wir fähig nach hier in Leiden, wo da jeden Paulus wären und wollen Trouble anrühren und verklauden jeden, was sie predigen Leiden. Sie wären die jeden. So sie verklauden zu der Regierung sogar und wollen einen Schulden andauern. So hier in ihre Judenschulen, hier haben sie vielleicht alle bloß die Gesetzen gepredigt und gelehrt und so weiter, was die Lehrerschaft da lehren deuten, über Paulus ihn verlangen, wieder das Evangelium zu bringen. Das wahre Evangelium zu bringen, dass sie können dort verstehen und begreifen, was das meint, Jesus Christus, der gekreuzigt ist, was er gestorben ist und abgestanden ist. Und das wir hier in der Apostelgeschichte 17, Vers 1 sagt, dass sei, ob der Reis durch Amphipolis und Apollonia wieder in Chaimen sei, nur Thessalonica, und da wird eine Judenschule. So hier diese Judenschule wieder, dass sie dann die Gelegenheit nehmen und predigen das Evangelium dort zu dieser Gruppe. Und das sagt so, als Paulus hat gewarnt, wie ging er wie an und red mit an und 3 Sabbaten aus der Schrift. So ich mag das hier, es hat sein, dass sie ging wie an. Hat er nicht bloß Büten, wo einmal die Gelegenheit haben, mit Menschen reden und das Evangelium verteilen, aber er ging in die Judenschulen und ging bei und red von der Schrift. So eine kurze Zeit, wo er die Gelegenheit hat er hier gehabt, diese Gemeinde zu lernen, diese Gruppe zu lernen von Jesus Christus und das Evangelium verbringen. Aber es sagt, Vers 3, er lehrt an der Schrift aus und mögt an das klar, dass Jesus leiden und vom Tod abstehen muss. Und er sieht an, dass das Jesus, den er anpredigt, der Christus wird. So das mögt er ganz klar. Das sagt, er lehrt an der Schrift aus ganz klar. So der hat kein Zweifel handelt, was er braucht zu sein, was er meint zu sein, er hat das ganz klar auszulegen. Und er sieht, was Jesus wird leiden machen, dass er wird abstehen vom Tod, und das ist, was seine Predigt wird. Und wir weten von Paulus in der Brief, wenn er das Evangelium predigt, er hat einen guten Weg, die Schrift klar auszulegen. Er wird begabt, dass wir seine Gabe, die Schrift klar auszulegen, die Menschen zu lehren von Jesus Christus und so weiter. So, er hat die Gabe dafür. Ich glaube, er hat die Gabe, wenn er wird gelehrt und gedreven von den Heiligen Geist, weil er selbst beraten wird von Gott selbst. So Gott wird
hat ihm die Gabe gegeben und durch den Heiligen Geist wird er gedreven, die Schrift klar auszuleihen. So das, wo er sehr gut anbietet, wie hier noch einmal in seinen Brief, wo er die Schrift klar ausleihen kann. Und er hat sich erst einmal erklären, wer er ist. Meist alle Briefe, wo er anfangen hat, dass er sich erklären, wer er ist und dass er von Gott geschickt ist. Er fängt allgemein an und sagt, dass er ist ein gewählter Apostel von Gott selbst. Und das, was ich gleich da, dass er sich einmal kurz erklären hat, sagt er, dass der Mensch nicht wollen zweifeln oder wundern, wer ist das Mensch, was hier hinkommt, oder was hier lernt, oder was das im Brief geschrieben hat und so weiter. Er hat sich einmal klar erklären, wer er ist. Und einmal ein Vers ein zum Beispiel nehmen, sagt, das Brief schrift Paulus Christus Jesus sein Diener, der apart von Gott berufen wird, ein Apostel zu sein, das Evangelium zu predigen. So, ab dessen war ich, dass er allgemein nur so überein sich erklären, wer er ist und dass er ein Geschickter ist von Gott selbst. Und das ist gut zu weiten, nicht, wenn du ein Diener ist, was du umarmt das eins, wo man kann sagen, dass ganz sicher sich erst, dass er extra ein Geschickter von Gott selbst, ich glaube, mein Dienst wäre in Gott, hat sich mir gewählt, sein Wort zu predigen, oder das Wort zu predigen. Und das ich sage, dass er hat bei den Menschen ganz klar auszuleihen. Wir hören von den Galater, was da passiert, dass er hat die Gruppe auch das Evangelium gepredigt und er hat ganz klar gelehrt, wo sie sollen vom Gesetz, nur Gesetz noch nicht mehr leben brauchen, dass sie können Jesus Christus in Weich leben, dass sie können gerat werden durch die Gnade, was er schenken, nicht, dass sie brauchen dafür schaffen, dass sie mussten das Gesetz holen und so weiter. In dieser Gruppe hier, die Galater, da hat er auch gehört und verstanden und entweder ganz klar ausgelegt worden, aber dann werden sie drei fallen, nur er Gesetz, nur drei gehen, nur das Gesetz nur fallen und so weiter. Und er sagt, wie das ab ihrem Wunder, wo das passieren kann. So klar, als er das Evangelium hat gepredigt hier, ging sie aber drei ihre alle Wege. In Galater 3, Vers 1 sagt er auch Galater, wo er so wenig Vernunft, wer hat ihn bezaubert? So er sagt sogar, wer hat ihn behagst? Wer hat das getan? Dass die nicht nur wahrhaft horchen, sagt er, als Jesus Christus vergemalt worden, dass die am Schier und Kreuz sein können. So er sagt, die sind so klar ausgelegt worden, dass die in ihren Gedanken sogar haben können, menschlich sein, wo Jesus am Kreuz hängt. Dass er gestorben wird für ihre Sünden, dass sie das nicht brauchten, sich das als der Seligkeit verdienen. So hat Paulus in Weichen, guter Weich der Menschen dort klar auszuleihen, wer Jesus Christus war und was er tut. Und so hat er die Gemeinde auch. So hat er diese neue Gemeinde auch das klar ausgelegt. Das sagt, als er Schule nennt, lädt er die Schrift klar aus. Er macht das deutlich. Und das wie viele sind auch hier, da wir eine gewisse Gruppe, die zum Glauben kommen, sie nehmen das Fuß an, was Paulus da gepredigt hat, und sie wissen, und sie gibt das in die Fuß eine kleine Gemeinde. Aber da wir so eine andere, was das nicht annehmen, da das gehen an wir, da wir gehen dort, was Apostel Paulus dort zu sagen hat. Da reden die von, was Pastor Pete Feisen davon reden, das stierkapte Juden, was der Name deuten. Wir sind stierkapte Juden, die wir da gehen. Dort wir da jetzt, was der Trouble anrühren wollen für Paulus und seine Partner. Paulus und Silas, was das Evangelium predigen deuten. Und so dann wählten sie sich eine Gruppe Menschen top zu kriegen und die abschochtert zu merken, dass sie auch sollen gehen und gehen und dann wollen sie gehen, Paulus gehen am Pro und Schulden untertun. Aber er sagt, dass danach dann schickten, was Brüder schickten sie am der Weg, dass sie verschont können bleiben, dass sie nicht wohl festgenommen wurden. Die Brüder schickten dann kurz danach Paulus und Silas nach Berea. Und als er durch eine Berea kam, sagt er, der Herr kriegt so, als er erst sieht, dass er gewarnt wird. Er sagt, das ist allgemein wird, was er gewarnt wird, wenn eine Judenschule wird, und dass er da nachgehen und da sein Wort predigen. Und so hat er hier auch, als er erst von Thessalonika wir in Weiche geschickt worden, dann kamen sie in der Berea, und da wird auch eine Judenschule, da gingen sie auch gleich so an, als er gewarnt wird, und der dort das Evangelium predigen. Und ich glaube, die sind alle bekannt mit der dort, was da
Weil ich annehmen deuten, und sie nehmen seine Lehre weil ich an. Und was sie deuten, ist, wenn Paulus das Evangelium der Predigen deuten, sie horchten das Tau, sie nehmen das Gieren an, aber sie deuten immer, wenn er die Predigt haben, das Tüß führen, dass sie das bei der Schriften selbst nur sein, sei es das Sterben deut, was er predigen deut. So, da wird bedeutet, dass das würde immer eine falsche Lehre sein. So, das wird passieren deut. Paulus wird weggeschickt von Thessalonika, nur die 3 Sabbatstage, wo er hatte gelernt hat, gekriegt zu predigen. Wird er weggeschickt worden. Und, aber er hatte die Gelegenheit gekriegt, er hatte die Gelegenheit wahrgenommen, was er gekriegt hatte, wie eine offene der Verein für eine kurze Zeit, das Evangelium zu predigen, und was Menschen dann nehmen das an. Und so dort fängt die Gemeinde dann an. Das wird eine neue Gemeinde, eine kleine Gruppe, aber eine ganz neue Gemeinde, was da abstehen wird. Wegen Paulus gehorsam wird und das Evangelium dort predigen zu dieser Gruppe. Und so, wenn wir das erste Kapitel durchgehen, wenn die eine Bibel mit haben, weil ich hier rangehen, so ich war da durchgehen, das Kapitel als mit kleinen Haftieren forschen, so da wir kann sein, was Paulus zu sagen hat von dieser neue Gruppe, von dieser Gemeinde, der er diesen Brief geschrieben hat. 1. Thessalonicher 1, Vers 1 sagt Paulus, Silvanus und Timotheus. So Silvanus, das ist gleich das Silos. Ich weiß nicht, warum sie sich den Namen gewählt haben, Silvanus, aber das als Silos, mit dem, was Paulus auch viel geschaffen hat, Dienst. Und Timotheus schrieben nur die Gemeinde in Thessalonik, der durch Gott sein Vater und unseren Herrn Jesus Christus lebt, in bestehen hat. Wir wünschen ihnen Gnade und Friede. Weil ich hier morgen das, was er hier sagen hat, wenn er das geschrieben hat, wenn er sich sagen hat, dass er das Gemeinde geschrieben hat, und er sagt, diese Gemeinde, der lebt, wegen Gott dahinter ist. Der durch Gott, unseren Vater, unseren Herrn Jesus Christus lebt und bestehen hat. So durch Gott, das ist, worum das können bestehen bleiben, worum das die Gemeinde wir, wenn wir durch Gott, die Kraft von Gott selbst. Das ist, worum die bestehen hat und worum die leben hat. Und er sagt, wir wünschen ihnen Gnade und Friede. So, wir können hier in dieser Gemeinde, dass wir nicht bloß, wir nicht angefangen bloß wegen Menschen, was die gelehrt haben, aber dass wir wegen was Gott in ihnen getan hat, der Gott seine Kraft. Und dass wir daher angefangen, will Gott sein Wort, das Evangelium wie gepredigt worden. Und wir wissen auch, Gott sein Wort, das ist mächtig, das hat Kraft, wenn Gott sein Wort gepredigt wird, und da steht Menschen sind wird, dann ist der Kraft und dann kann er was tun. Und das passiert hier auch in Thessalonik. Wir können das hier, und durch Gott seine Kraft fängt das die Gemeinde an. Und Paulus, die Schrift ist dort und ist dankbar verehrt. Das sagt in der 2. Vers, wir danken Gott immer für ihn alle und denken an ihn, wenn wir beten. So, wir können hier, und er hat diese neue Gruppe, diese junge Kirche hier, hat er immer seine Gedanken, er dacht immer an ihn. Also wir danken Gott immer für ihn. Sie werden dankbar für ihn und denken an ihn alle. Und sie beten auch für ihn. Wir hören das oftmals von Paulus, von er zu seinen Gemeinden schrieben, wo dankbar er für die wird und wo er der angedacht wird im Gebet. Und gleich sagt er hier zu dieser auch, er wird angedacht im Gebet. Und sie werden angedacht, wann sie im Gebet werden. So, wie hier sich so, er hat ab die Gebetsliste, was sie verbeten leiden. So, sie beten immer für ihn. Und das hier sich so, Paulus hat hier Futzen Leib gekriegt für diese Gruppe und hat ein Verlangen zu weiten, wo er mit entstehen leid und so weiter. Und er wird dankbar für ihn. Und so, wenn ein Mensch ist dankbar ist für was, dann haftet er auch in ihre Gedanken, am Sinn, so wie das hier mit dieser. Und euer hat es im Brief geschrieben, dass Paulus, ich will nicht sagen, wie es vorabgehen, aber wenn wir in 3. Kapitel gehen, da sieht Paulus, er kann das nicht länger ausholen, auszufangen, wo er mit dieser Gemeinde stehen hat. Er hat die Predigt und die gelehrt, und er wird so bedeutet am Tag, er wird so nischig, wo er mit ihm gehen hat. Also, er kann das nicht länger aushalten. So, er schickt Timotheus daheim, ihn Mut zu sprechen und zu predigen und zu sein, wo er mit ihm stehen hat.
dan komt Timotheus 3 met goede Noorrecht en zegt dat je meint die leeft, dat goud, die worsten, dat neemt touw en dat je toch zeer goud. Zo Paulus krijgt je zeer goede Noorrecht van Timotheus. Dat is wat we later nog meer worden van hier, van de nächste Kapitel, zo worden aangaan. So ich sage, dass ich nicht viel dünner angehen über das mir Freitag zu hören, wo er so ein großes Verlangen hat, zu weiten, was er mit dieser Gemeinde stehen hat, dass er gepredigt hat. So habe ich sagen, oder nur recht von Timotheus. Timotheus wird einer von denen, der fertig brücken, der zu aller Hand so was er steht. Er schickt am, das Wort zu predigen und auch bis zu sein, was er mit stehen hat. Und so deswegen wird er sehr dankbar für das Gemeinde. Deswegen schreibt er das im Brief. Er will etwas weiten lassen, wo dankbar er für wir und dass er angedacht wird und für beten hat. In Vers 3 sagt, wir denken ohne Abhören daran, wo je im Glauben wirken, wo besorgt und leidtüchtig je für den Nächsten sind. So ich habe hier, und das hat er hier, und er hat endlich weiten, dass ich das zu hören gekriegt. So wir leidtüchtig zu der Nächste, und wo je so fast den Herrn Jesus Christus hupen. So sie haben ihre Hupen ganz auf Jesus Christus gelegt. Und hupten ab an, und sie wassen, und ihr Glauben, und ihre Arbeit, und alles, was sie deuten. Das deuten sie nu für den Herrn. Und das wird zu sein, dass hier hat was anderes passiert in dieser Gruppe. Die werden zum Glauben gekommen, sie haben werden verändert worden. Und nu wieder zu sein, dass das werden Jesus seine Jünger. Das werden Jesus seine Jünger geworden. Wo sie sich verhalten, dann wieder zu sein. Kriegst du Jesus ook zal zijn dat in Johannes 13, vers 35 zegt, wanneer je ondereinander goed zijn, also wanneer je leidwezen dan einer tegen den anderen, wat allemaal zijn, dat je mijn jünger zijn. En krijg je wat passiert hier met deze Thessalonicher, met deze nieuwe gemeente, die hadden leid einer voor den anderen. En die wijzen dat zij leid hadden verernt met ihre werken en wat immer ze leiden. En zij hadden erhoben ganz op Jesus Christus gestalt, gesagt. So dat hier hat es eine Gruppe nie Jünger gegeben. Und Paulus wusste auch, dass diese Gruppe, dass wir eine Gruppe, die Gott sich selbst gewählt hat, seine Jünger zu werden. In Vers 4 sagt er dort, Brüder, wir wissen, dass Gott gut ist, dass Gott ein Leben hat, und sie gewählt hat, seine Jünger zu sein. So hier wird Paul sich ganz sicher an einen Teil antworten. Er sagt, weißt du was? Gott hat sich gewählt. Hier sagt Gott, seine will falsch. Und er hat ihn Gott und er will haben, dass die seine Kinder sollen sein. In Epheser 1, Vers 4 sagt, dass wir als Eierheit der Welt den Grund lehrt, hat er uns bestimmt, in Christus seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Und das ist für uns von der kleinste Gott gemeint, dass Gott hat sich uns gewählt, nicht bloß dann, als wir zum Glauben heim, als wir das Evangelium hier in Deiden, all über Eierheit den Grund gelehrt hat er uns allem sein. Ich kann es nicht so leicht begreifen, was das meint, dass Gott uns im Sinn hat, Eierheit der Welt Grund gelehrt hat und geleicht hat, dann hat er uns allem sein, weil er hat, dass wir sollen seine Kinder sein. Und kriegst du wieder hier mit dieser auch, er sieht, dass Gott hat sich gewählt. Deswegen haben sie das angenommen, deswegen haben sie das zu hören gekriegt und haben das Evangelium angenommen, was Paulus gepredigt hat. Und sie haben das angenommen, weil sie haben mit Kraft haben sie das gehört und haben das gekriegt und haben das angenommen. Vers 4 sagt, das Evangelium haben wir nicht bloß mit Wirt gekriegt. So heißt das sind nicht bloß Menschen Wirt, was da eins zwei Kämpfen verteilt wird, eins Wort. Sagt, das habe ich nicht bloß mit Wirt gekriegt. Gott seine Kraft in der Heilige Geist werden dorthin. Ich habe hier, was er hier sagen darf, dass wir nicht bloß Menschenkraft, dass wir nicht bloß eins, was Menschen sich gedacht haben, wo er sagt, Gott seine Kraft in der Heilige Geist werden dorthin. Und wir können mit großer Gewissheit reden. Er will sich rein ganz sagen, kein Zweifel. Er kann mit großer Gewissheit reden. Er sagt, je weiten, wo wir uns mal benommen haben, wie wir in Gott. So als Paulus und Silas hier in Antiochum waren und mit Antiochia für diese drei Wege oder vielleicht einen Monat, ich weiß nicht, wie lange sie da waren im Ganzen gewesen sind,
Aber mit der Zeit, was sie mir an Top gewasst hören, hat sie die Weiten, wo wir uns benommen haben mit Jünd. Also wie wir in Jünd gut. Sie haben Leib verernt. Sie haben Leib verernt, dass wir zu sein gewasst. Mit wo sie sich verholen haben mit ihren Taub. Und was ich gleich da ist, was sein, dass wir mehr durchhängen, dass Gott durchhängen, wir in Gott seine Kraft, die durch arbeiten. Wir sind geschickt werden von Gott. Sie werden Gott seine Diener und die das Evangelium, der Predigen ernt, und das ist, was durchhängen wird, und sie werden dort live, und das wird zu sein. Und das ist, wo sie sich sollen rechten, zu beobachten, wo sie sich verhauen haben mit ihnen, und dass sie das live getan haben. Und der Schrift sagt auch, dass wir sollen uns nicht den Menschen ihre Weisheit rechten, aber wir sollen uns rechten nur Gott seine Kraft. 1. Korinther 2, Vers 4 sagt Paulus zu den Korinther, dass der Jünger Glauben soll sich nicht nur menschliche Weisheit rechten, aber nur Gott seine Kraft. So, wir sollen uns nicht den Menschen, wenn wir uns den Menschen rechten, tun, was das zu sein haben, die kann uns mal sehr klar, fein reden, das hielt sich so, dass es wirklich reich und so, was das sein tun. Aber wenn wir uns nur der Weisheit rechten tun, das ist oftmals nicht eine Wahrheit. Oftmals werden Menschen ungeschmert deswegen. Dass sich eine Menschen rechten tun. Er sagt, du wenn Paulus, die Jünger glauben, soll sich nicht hier eine menschliche Weisheit rechten, aber nur Gott seine Kraft. Nur Gott seine Kraft, in dem seine Weisheit, wenn wir uns dort rechten tun, dort ist die Wahrheit, und dort haben wir uns verloren. Weil Gott sein Wort, das ist kraftig. Das lebt, der Gott sein Wort lebt und ist kraftig. Das wir in Hebräer 4, Vers 12 lesen. Sagt, Gott sein Wort lebt und ist kraftig und schärfer als das schärfste, doppelschneidende Schwert. Und schnitt durch, was das Seil in Jes einteilt. In Glieder und Mark freigelegt. Das Wort rechte Gedanken in Anstellung im Hort. So dass Gott sein Wort, was die Gedanken rechten wird in der Anstellung, in die Gedanken anstellen tun. So dass warum das so mächtig ist, Gott sein Wort kann das tun. Das hat Kraft und das lebt. Und wir wissen auch, wenn Gott sein Wort schicken wird, was zu tun, das wird dort tun, was er will haben, was er soll tun. Das hat Kraft und das ist mächtig. Das kann dort tun, was er will haben. Jesaja 54, Vers 11 sagt, so aus mein Wort, wo ich rede, sennen, so wird mein Wort sein, was ich rede, was sennen, das wird nicht ladig nur mit reinkommen. Das wird dort tun, was ich haben will. Und dort tun, wo dort gegeben ist. So einmal und Leben vielleicht, wenn wir Gott sein Wort mitteilen und zu uns, wir Leben vielleicht, das hat keine Meinung, da wird nicht tun, wird nicht nützen. Aber wenn das Gott sein Wort ist, was wir brauchen und dort wieder verteilen, dort ist mächtig. Und dort wird dort tun, was er will haben, was er soll tun. Da wird nicht ladig zurückkommen, das ist nicht vergebens. Einmal Leben vielleicht, das ist vergebens, was ich tue. Ich kann nicht sein, dass das eins, was manche Menschen today, was wir das mitteilen tun. Aber wir wissen nicht von, was das in der Hort hat, in ihren Gedanken, was das dort verändern wird. Weil hier lesen wir dort sein Wort, was dort tun, was Gott will haben, was das soll tun, wo wir ihn das geschickt haben. So, das ist nicht ein waste of time. Wenn wir Gott sein Wort mitteilen und mit uns, wenn wir dann denken, das ist Gott sein Wort und das ist mächtig, das hat Kraft. Und das kann dort tun, was er will haben, was das soll tun. Und dann mal beträgt nur Vers 6, 1. Thessalonicher 1, Vers 6 sagt, und die haben uns in den Herrn Jesus zum Vorbild genommen. Die haben dort mit Frieden abgenommen, wenn die auch viel dadurch leiden mussten. Der Herr Jesus gibt ihnen den Frieden zu. So hier können wir hören, dass Paulus auch den Herrn Jesus zum Beispiel genommen. Was Paulus geredet hat von Jesus Christus, der hat dort angenommen, sie haben dort als Vorbild genommen und das angenommen und haben das abgenommen. Das sagt, wenn die auch viel dadurch leiden mussten. So, das sage ich nicht, was sie haben muss leiden, aber sie haben vielleicht auch muss Verfolgung leiden, wegen, dass sie haben abgehört vielleicht mit der alten Leben, haben nicht Leben angefangen und haben sie vielleicht verfolgt, oder was immer das gewesen worden.
Aber er sagt da, wann die auch viel durch euch leiden mussten. Sie haben es abgenommen. Sie haben es mit Freiheit abgenommen. Er sagt, der Heilige Geist gibt ihnen Freiheit dazu. So das ist, woran sie halten könnt mit Freiheit abnehmen. Willst der Heilige Geist gibt ihnen Freiheit dazu. Und das, was sie getan haben, was da passiert wird, dass wir vermuten zu sein, andere Menschen, die möchten dort, sie können das sein, was hier passiert wird. Da wir eine Veränderung gegeben, manch diese Gruppe Menschen, was das am Glauben gekommen werden. Da sagt er, dass sie haben das angenommen, sagt er, sei je ein Vorbild geworden für all die in Mazedonien, in Achaia zum Glauben gekommen werden. So haben wir das hier mit der Evacuierung in Mazedonien, in Achaia, die werden als was das zum Glauben gekommen werden, all eier das zum Glauben kommen. Aber das werden als Christen, über die möchten dort, dass da was passiert wird in der manche Thessalonicher, und er sagt, dass sie werden ernst so gut zum Vorbild geworden. Das sind nie Gruppe, das sind nie Christen, die werden ernst zum Vorbild geworden. Eigentlich in Vers 6 sagt Paulus und Christus werden ernst ein Vorbild gewesen, und in Vers 7 sagt er, nun werden sie andere ein Vorbild geworden. So, das wird überschlund. Was einmal sie gekriegt haben, nun werden sie es dort, nun den sie zu anderen, so dass sie die angetan haben, werden sie ein Vorbild zu den anderen geworden. Und Paulus lobt ihn dafür. Das Brief, das ist ein Brief, und wir lesen da meist ganz erst bloß von wo Paulus dankbar ist, wo er entloben wird, für wo sie wussten tun. Das ist nicht sehr viel, was er zu sagen hat, was sie sollen tun, willst du tun das all. Was sie zu tun haben, das hat er dann gesagt, als er für 3 Wochen mit einem Taub wir in der Jüdenschulen. Aber nun, hier wird in dieser Versen hier, das erste Kapitel, bloß wo er entloben wird und wovon er verteilt wird, und das ist zu sein, dass sie das angenommen und was passiert ist, dadurch, dass sie das angenommen haben. Und das ist, ich sage gleich von diesem Brief. Das Brief ist verteilt von was Paulus weit von an, und er schreibt dort in Luft für was sie tun. Ich glaube, oftmals ist es gut, wenn wir Menschen noch, wenn wir was Gutes sein von eins, wenn wir sagen, dass das eins was Gutes für den Herrn, und an der Beiten lohnt, hey, du bist ein Vorbild für mich. Ich bin gesehen worden, dass was du getan hast. Weil du ja von Menschen dann Kraft, wieder ein Verlangen zu haben, dort zu tun, Gutes zu tun. Für den Nächsten. Wenn wir das bloß gleichzeitig nehmen, für jeden davon und gehen vorbei und sagen, dass wo wir sind gesehen worden, dann einmal dann verlieren wir Mut. Und ich glaube, das hat Paulus wohl haben hier, er leitet hier ganz klar weiten, was er gehört hat von ihm und was sie deuten, dass dort viel Gutes deut, Raum und andere Menschen dort morgen deuten. Und das sind dann, wer wir sind, was wir weiten tun, dass wir jung oder alt sind, wie kann Gott sein Wort mitteilen, was einmal wir haben. Das ist Paulus der Timotheus hier. Timotheus wird ein junger Prediger, er lehrt wo die Gemeinde leiden in Teheran, wo er soll lehren, und er sagt auch, er soll ein guter Wandel sein, ein guter Vorbild sein für die Menschen. In 1. Timotheus 4, Vers 12 sagt er, lot keinem auf die raufkicken, dass du noch jung bist. Einmal wundere ich, als Timotheus hier noch vielleicht noch jung gewesen ist, und Menschen haben vielleicht de Mut gehabt, wenn ein junger Döner wird oder Prediger wird, raufchecken, wenn es dann muss jung werden. Aber er sagt Timotheus hier, lot keinem raufchecken, dass du noch jung bist. Sie für Gläubende ein Vorbild im Wort, so im Wort predigen, mitteilen, in einem Wandel, mit was sie tun, was sie sich verhalten leiden, in andere Gott sein, Leib bewiesen, im Geist, im Glauben, in Reinheit. Das ist, was Paulus ihn verlangen will, was er soll tun. Und so steht in dieser Thessalonicher, gleich was der Timotheus hier, was er soll tun. So steht in dieser in Thessalonik. Wenn wir gehen nur der 8. Vers sagt, von jünd ist das Wort nur Mazedonien und Achaia gegangen. Und das hat sich auch alle Wegen rundgerät. So, das bleibt nicht bloß hier stehen. Ich sehe das all. Und sagt das weiter, das Wort wird von nur Mazedonien und Achaia gekommen, und das hat sich auch alle Wegen rumgerät. So, das ging wieder rum, ging immer rum, dass die Menschen, die können reden zu hören, das redet sich rum. Sagt, wo je an Gott glauben, und sagt, das braucht wie all keine mehr sein. So hat er nicht versalzt. Der Paulus hat immer die Ursache, dass er muss andere Menschen vertellen, von was hier passiert wird. Das redet sich als Salzraum.
Also dat bruk wie al kein mehr vertalen. Und dacht ich wundere, was die Menschen von uns vertalen tun, wenn die uns Leben beobachten tun, wo wir leben tun, wie hat Jesus Christus angenommen als uns persönlicher Heiland, aber wo reden wir von ihm, wo wir das wieder vertalen zu anderen Menschen. Je hat auch Raum, alleweg, dass alleweg zu hören ist, von was da passiert ist in uns Leben. Ich würde wünschen, dass das Wort von mir dort geredet worden, dass die Menschen können sagen, dass was die da zu leben, dass die führen, dass hat eine Veränderung gegeben in sein Leben und das zu sein. Das weiß ich ut. Das was er von diesen Thessalonicher hier sieht. Er hat nicht mehr die Ursache, dass er soll wieder rangehen und das vertalen, von was hier passiert wird. Wir wissen, dass gute Nachricht verspreitet sich sehr bosig. Und vielleicht haben wir das Spruchwort gehört, good news travels fast. Und das wenn eine gute Nachricht ist, von was Gott passieren wird, das bleibt gestellt, dass kein Menschen zu hören. Und Paulus wird ab ihrem dankbar für das. Er wird angedacht und er bet für ihn pünktlich, von einmal sein Gebet werden. Ich glaube, dass Paulus nach Meier von seinen Glaubenden von reden hat. Er sagt, Meier, was er auch so ist, gesagt wird. Römer 1, Vers 8 redet, hat Römer gleich so. Er sagt, erstens danke ich Gott, durch Jesus Christus für ihn alle, weil es in der ganzen Welt von ihnen Glauben geredet wird. So, wir können hören, allgemein, wenn Paulus die hören kriegt, dann vertelt er das, wo seine Gedanken darüber wären, dass er mutig wird und dass er viel rechnen hat, weil es das wird über die ganze Welt verspreit. Und das ist ja, was hier in Thessalonicher auch sagt, in Vers 2. Wir danken Gott immer für ihn alle und denken an ihn, wann wir beten. So sind wir dankbar für diese Gruppe, diese nie kleine Gemeinde, was hier angefangen hat. Alle Wegen kriegen Menschen zu hören, was hier passiert wird. Diese Menschen, was hier passiert wird, sie haben erstlich, als sie zum Glauben gekommen sind, haben sie falsche Jahre angedient und angebetet und so weiter. Aber da haben sie mit abgehört. Nu haben sie ein anderes Leben angenommen und sie führen ein anderes Leben und das wird zu sein. Das hat hier wirklich eine Veränderung gegeben, manche Menschen. Und das wird predigen hier today für diese 3 Wochen, wenn es um eine kalte Zeit wird, aber das wird nicht vergebens gewesen. Das wird nicht vergebens, was Paulus hier hat angefangen hat. Er hat das wahrgenommen, dass er die Öffnung der gekriegt hat, das wahrgenommen und das Evangelium gepredigt. Das wird nicht vergebens. Das ist Paulus auch sagen in Römer 12, Vers 2, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann sollen ihre Gedanken verändert werden, sollen Menschen anders denken. Kriegst du wieder jemand das? Römer 12, Vers 2 sagt, und stellt euch nicht so an aus dieser Welt, dass je sollen durch die nicht Gesinnung verändert werden. So, da muss ein Mensch, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass muss zu sein sein und da muss eine Veränderung passieren in ihre Gedanken, in ihre Wege, wo sie denken und wo sie sich Dinge wählen und alle Hand, was immer das ist, die Entscheidung, was sie merken, dass was anders passieren will, sie sich verändern. Und so wird es auch mit dieser. Die sollen durch ihre Gesinnung verändert werden, dass die weiten können, was Gott sehen will, was Gott angenommen und vollkommen ist. In Vers 9, 1. Thessalonicher Vers 9 sagt, alle Wegen sagen sie uns. So andere Menschen, die kommen die Erden vertalen, er sagt, alle Wegen sagen sie uns, was für Gott dort getan hat, dass wir beginnt werden. So andere Menschen, die vertalen, sagen, das hat so Gott getan, dass die sind bei dieser gewesen. Sie vertalten uns, wo wir zu Gott bekehrt haben und die Jahre verloren haben. Und wo wir nun den Worten und lebenden Gott dienen. So hier sagt er, dass sie verteilt haben, dass sie sind von ihrer falschen Jahre-Dienst haben sie abgehört und haben sich gedreht nur den lebenden und wahrhaftigen Gott. Nur dienen sie den. Ein großer Unterschied, was das wird von ihnen erst. Erst haben sie Jahre, was sie anbeten und dienen, was sie nicht können, was die die Jahre werden. Die können keine Veränderung mehr in ihr Leben. Die können nicht helfen, aber nun haben sie die Erfahrung mit diesem lebenden Gott,
der wirklich Gott wir, wat der Leben der und wat der kann ein Mensch verändern. Und so ich glaube, das gibt hier wirklich eine Freiheit zu hören, dass Paulus so loben, dass das vertalt wird von das würde Mut geben, wieder in der Wandel zu leben. Nu haben sie was vorwärts zu kicken. Nu wissen sie, nu denken sie an Gott dein, wo sie können vorwärts zu kicken. Weil das wird ein Gott, das wie Jesus Christus, was der Wara wird kommen, und sie kicken vorwärts da nu. Der letzte Vers sagt hier, nu haben sie noch was anderes zu lernen. Sie nu wach wie ob sie ihn sehen. Den Gott von dort abgeweicht hat, und der vom Himmel Wara kommen soll. Jesus ist der uns von kommenden Gerecht raten wird. Das heißt, sie sagen, hier soll es nu lügen wie noch was anderes und wir warten nur Gott, nur dessen Gott. Nicht eine Erde Jatta, was der erste rein nicht kann tun, oder die Jatta, was sie erst hat nur gefolgt. Das ist die Veränderung, was da passiert wie manche dieser Menschen. So kriegt sich wie auch, und ich glaube, jeder einer von uns auch will lernen, wir warten nur Gott sehen, dass der Wort Bara kommt nur uns. Und eines was ich noch mal von dem Buch, meist jede Kapitel, das hier ab mit von Reden von Jesus in Bara kommt. Und wollen sich freuen durch das. Und das ist auch, sie freuen sich nu. Sie haben einen anderen Verlangen und die freuen sich, ob Jesus Christus in Bara kommt. Dass der Wort kommt. Dass er etwas raten von das Gerecht. So, ich hoffe, dass das was ein Segen sind zu jünt, dass das für mich als was bloß das bisschen, was ich da hineingekickt, ich kicke vorwärts nur, was das ewige von das Buch uns lernen, was wir können hier lernen, wo dass sie nie angefangen haben, was das getan haben mit ihm. So, ich kicke vorwärts nur. Nächsten Sonntag, wo wir wieder gehen, wird Pastor Pete uns wieder lernen, das zweite Kapitel vielleicht. So wollen wir am Schluss noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen am Schluss und diesen Brief, den Anfang von diesem Brief, nur der Thessalonicher, wir kommen für dich und wir danken dir, Herr, für was du hier getan hast, durch deiner Apostel Paulus, wo er die Gelegenheit wahrgenommen, unter diese Menschen das Evangelium zu predigen, wo da erstens falsche Jätter anbeten und deinen, dass sie nu das wahre Evangelium haben angenommen und sich nicht die gedreht. Wie kann sein, wo mächtig und wo viel Kraft gehen wird haben, wo das kann Menschen ändern. Nur den wollen, also zu sein, dass das den wird, das Wort dort tun, wo die was haben, wo das soll tun. Und wie kann hier sein, wo den wird, wo mächtig dort die Arbeit hat, manch diese nie gelebende Christen hier, dass nie gemeint, was hier angefangen hat. Ich danke dir für dich, Herr. Und ich bete auch, Herr, dass von uns auch noch so gesagt worden ist, von dieser Gruppe, was der Raum der Menschen, die beobachten, dass die haben gesehen, dass da eine Veränderung gegeben mit diesen Menschen. Ich bete, dass auch noch von uns auch was gesagt worden, dass wir leben für die. Wir haben einen Gott, was ein Leben ja wahrhaft ja Gott ist, und dass wir vorwärts kicken, nur den Wahrheit hier. Und help uns auch, Herr, die Gelegenheiten wahrnehmen, was wir haben, wenn wir andere Menschen begegnen, was da vielleicht auch das gute Wort fehlen, das gute Nachricht fehlen, dass wir auch das mitteilen willst, dass es den Wort, was wir können mitteilen, dass nicht, dass das in unsere eine Kraft hat, aber das den Wort. Help uns Gott, das Wort zu nehmen und das auch anzunehmen, was immer du zu uns zu sein hast. Und ich danke dir noch einmal für diesen Brief, was wir dürfen durchgehen. Und ich bete, dass du uns leiten und Weisheit geben, wo dort zu offenbaren und wo damit zu arbeiten und durchzugehen. In den Namen bete ich mit Danksagung. Amen.